Früher hatten taubblinde Menschen kaum Selbstbewusstsein. Sie waren meist isoliert, auf ihre Familien angewiesen und von ihnen abhängig. Heutzutage sind wir jungen Taubblinden selbstbewusst. Mir persönlich ist es wichtig, dass wir von dieser Opfermentalität wegkommen. Wir sollten uns davon lösen und den Blick mehr auf das Positive, auf die Stärken und auf die Vielfalt richten. Taubblinde haben eine eigene Kultur, eigene Wünsche, Bedürfnisse und Ziele. Genau die müssen wir entwickeln und uns ausprobieren. Auch damit die Gehörlosen sich an uns entsprechend anpassen können. Das wird das Selbstvertrauen der taubblinden Menschen stärken. Ich erlebe jetzt schon einen Unterschied. Früher hat man die Dinge einfach hingenommen. Heute werden wir aktiv und setzen uns für Veränderung ein. Ich will ein Vorbild sein und zeigen, dass man als taubblinder Mensch ganz selbstverständlich teilhaben kann. Und wie Inklusion funktionieren könnte. Das ist meine Wunschvorstellung. Stuttgart. Das ist Benjamin Gutwein, kurz Ben. Ben ist eine unglaublich starke Persönlichkeit. Er lebt seine Identität als taubblinder Mensch. Bei seiner Beratungsarbeit in der EUTB leistet er viel für die taubblinden Community. Er war es, der mir die Tür zu dieser Welt geöffnet hat, mich an die Hand genommen und hineingezogen hat. Er hat mir gezeigt, was die Welt der Taubblinden ausmacht und was es braucht. Ben gehört zu einer Gruppe, wie es sie in der deutschen Gehörlosenjugend noch nie gab. Die erste Referatsgruppe für taubblinde Menschen. Ein großer Schritt, doch einfach war der Weg dorthin nicht. Früher habe ich mich klar als Gehörloser gesehen. Dass ich taubblind bin, wollte ich lange nicht wahrhaben. Ich hatte doch nur einen Tunnelblick. Aber taubblind? Nein, wirklich nicht. Ich konnte doch nur etwas schlechter sehen. Ich wollte es lange nicht akzeptieren. Meine Identität als taubblinder Mensch hatte ich da noch nicht gefunden. Ich kann mich noch gut erinnern. Ich war so 12, 13 Jahre alt. Ein Fußballspiel. Ich spielte im Sturm und wollte gerade angreifen. Das Tor war leer. Der Torwart nirgendwo zu sehen. Also lief ich mit dem Ball in Richtung Tor und stieß völlig unerwartet mit dem Torwart zusammen. Ein echter Schockmoment für mich. Ich war mir so sicher, dass das Tor frei war. Und dann wie aus dem Nichts dieser Zusammenprall. Das war ein Aha-Erlebnis für mich. Danach fing ich an, darüber nachzudenken, ob mein Gesichtsfeld vielleicht eingeschränkt ist. Aufgewachsen ist Ben in Heidelberg und Neckargemünd. Dort ging er später auch zur Schule. Als ich 14 Jahre alt war, wurden meine Augen ganz intensiv untersucht und die Diagnose Usher-Syndrom gestellt. Was das Wort Usher bedeutet, verstand ich damals nicht. Ich hatte keinerlei Informationen. Meine Eltern erklärten es mir ebenfalls nicht genauer, denn sie wollten, dass ich meine Jugendzeit unbeschwert genießen konnte. Erst ein Schulfreund, der ursprünglich aus Berlin stammte, sprach mich an und meinte, dass ich doch Usher habe. Ich konnte mit dem Begriff Usher-Syndrom nichts anfangen. Er erklärte es mir dann, also, dass man da ein eingeschränktes Gesichtsfeld und einen Tunnelblick hat. Seine Mutter war ehrenamtlich im Taubblindenverein aktiv gewesen und so kannte er sich mit dem Thema Usher aus. Das waren die ersten genauen Informationen. Zum ersten Mal erhielt ich da Antworten.
Annehmen konnte ich die Diagnose trotzdem nicht. Ich wehrte mich innerlich dagegen. Ich fühlte Scham, weil ich doch damit so anders war als die Gehörlosen. Beim BBW, dem Berufsbildungswerk, habe ich die Ausbildung zum Bürokaufmann gemacht. Diese Zeit war die Hölle. Ich war das Opfer, wurde gemobbt, gepiesackt und fertig gemacht, weil meine Augen so schlecht waren. Ich wurde zum Beispiel als ein Pferd mit Scheuklappen bezeichnet. Oder verspottet mit Chili, wo guckst du denn hin? Das war eine wirklich harte Zeit. Ich wurde echt gequält. Der Entwicklung meiner Identität stand das sehr im Weg. Inzwischen sieht Ben ungefähr so. Ich habe Usher-Syndrom, und zwar Typ 1. Das heißt, ich bin schon taub zur Welt gekommen. Und die Netzhaut im Auge, die bildet sich zurück. Das ist erblich bedingt. Man wird gehörlos geboren und typischerweise wird die Diagnose Usher-Syndrom gestellt, während man kurz vor oder in der Pubertät ist. Der Tunnelblick wird immer stärker und stärker. Außerdem kommt es zu Nachtblindheit. Bei mir selbst hat sich das Gesichtsfeld stetig verkleinert. Aktuell ist es recht stabil. Aufhalten lässt sich Ben aber nicht. Er hat noch viel vor. Das hat es bislang noch nie gegeben. Dieses Jahr wird ein historisch besonderes werden. Zuerst wird nämlich die EDBU, also die European Deafblind Union, das erste europäische Taubblindencamp für junge Leute veranstalten. Und zwar in Belgien, im Juni. Dann werden wir, also die DGJ Taubblind, zum allerersten Mal ein Camp für taubblinde junge Menschen aus ganz Deutschland organisieren. Das wird dann im Allgäu stattfinden, und zwar im September. Also es gibt mächtig viel zu tun. Aber mein Traum ist ein Taubblindenfestival, das über Deutschland hinausgehen wird. Mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus ganz Europa. Wo Taubblinde von überall her zusammenkommen. Wo sie sich offen zeigen können. Wo sie gemeinsam feiern und sich austauschen können. Das ist meine Vision. Über 600 Kilometer weiter in Hamburg hat jemand anderes ebenfalls Pläne. Harriet Götz, die zweite im Team der neuen Jugendgruppe, hier mit Philipp, ihrem Taubblindenassistenten. Schau mal, da. Dieser Schiffsname. Zur Welt kam Harriet in Rumänien. Im Alter von 2 Jahren reiste ihre Familie dann nach Deutschland aus, in die Nähe von Hannover. Ich bin lautsprachlich aufgewachsen. Ich war auf der Schwerhörigenschule und bin fürs Fachabitur nach Essen ans Rheinisch-Westfälische Berufskolleg für Hörgeschädigte gegangen. Dort eröffnete sich mir eine völlig neue Welt. Die Gebärdensprache trat in mein Leben. Am Anfang konnte ich ja gar nicht gebärden und habe dann nach und nach alles in mich aufgesogen. Ich habe immer mehr gelernt von dieser schönen Sprache und habe mir so meine neue Welt erschlossen, als Gehörlose die Gebärdensprache spricht.
Mit 17 wurde bei Harriet das Usher-Syndrom Typ 2 festgestellt. Das trifft schwerhörige Menschen. Nach der Diagnose, dass ich Usher habe, war ich erstmal total hilflos und vollkommen aufgelöst. Es war der Weltuntergang für mich. Ich fühlte mich verloren als einziger Mensch mit dieser Diagnose. Gehörlos zu sein war schon schwer genug. Jetzt noch das mit den Augen. Das war einfach zu viel für mich. Ich war verzweifelt, wütend und fragte mich, warum gerade ich? Ich plagte mich mit Vorwürfen und verstand nicht, warum mich und nicht jemand anderen dieses Schicksal getroffen hatte. Eine tiefe Verzweiflung und Frustration waren in mir. Schau mal, diese bunte Wand mit den Mustern. Interessant. Stimmt. Ich habe Kontakt zu anderen taubblinden Menschen gesucht, die so waren wie ich, in meinem Alter. Ich fand aber keine Peers. Nur ein paar ältere Taubblinde lernte ich kennen. Aber das passte irgendwie nicht zusammen. Sie waren nicht meine Generation. So habe ich mich dann erstmal weiter nur in der Gehörlosengemeinschaft bewegt. Beim Jugendfestival 2011 in Berlin sollte sich das ändern. Ich habe gemeinsam mit einer taubblinden Freundin auf dem Jugendfestival in Berlin einen Vortrag zum Thema Usher, na und? Gehalten. Wir wollten der gehörlosen Community damit zeigen, wie man mit uns taubblinden Menschen umgeht. Wir gehören zur Community. Wir sprechen ja die gleiche Sprache und wir sind Teil der Kultur. Darauf wollten wir aufmerksam machen. Tja, und einer der Zuschauer im Publikum war Ben. Das war das erste Mal, dass ich Leute traf, die so waren wie ich, die in meinem Alter waren und mit denen ich mich austauschen konnte. Harriet war in ihrer Identität da noch nicht so gefestigt, aber sie hatte ganz viele Ideen und Zukunftsvisionen. Was sich alles verändern muss für taubblinde Menschen in der Community. Wir waren hochmotiviert. Wir wollten uns engagieren, etwas ins Leben rufen und brannten dafür, Dinge endlich zu verändern. Ein intensiver Austausch. Danke an Harriet. Alleine hätte ich es nämlich nicht geschafft. Gemeinsam können wir unsere Ideen und Träume in die Tat umsetzen. 2013 reiste Ben nach Südostasien. Allein. 3 Monate lang. Da waren sprachliche Hürden zu überwinden. Ich traf auf die unterschiedlichsten Menschen, musste mich allein durchschlagen. Ständig hatte ich Schwierigkeiten und Barrieren zu überwinden. Ich war mir meiner aber immer sicher. Ich war überzeugt davon, dass ich das schaffen konnte. Bei jeder Hürde gibt es immer einen Lösungsweg. Egal wie groß das Hindernis erscheint, es kann überwunden werden. Das habe ich in den 3 Monaten als Backpacker auf meiner Reise gelernt. Dort konnte sich auch meine Identität entwickeln. Dafür bin ich heute noch dankbar. Und dann kamen die Kulturtage 2018 in Potsdam. Ben hielt gemeinsam mit Sabine Springer einen Vortrag zum Thema Usher-Syndrom. Mich auf der Bühne zu präsentieren, hatte mich anfangs einiges an Überwindung gekostet. Ich da oben, ein Saal voller Menschen, alle Blicke auf mich gerichtet und ich als taubblinder Mensch, der eine Botschaft hatte. Das war nicht leicht. Sei's drum. Ich nahm all meinen Mut zusammen, auch weil das Thema Taubblindheit bisher kaum in der Gebärdensprachgemeinschaft diskutiert wurde. Ich hielt also meinen Vortrag. Meiner Meinung nach kam der beim Publikum auch gut an. Zu dieser Zeit begann für mein Gefühl auch die Taubblindenbewegung. Taubblindheit wurde da immer präsenter in der Gebärdensprachgemeinschaft. Und es wurde auch immer selbstverständlicher, dass wir ein Teil davon sind.
Ein Jahr später trafen sich Harriet und Ben dann in Hamburg. Meine Vision ist es, dass taubblinde Menschen vollkommen selbstverständlich teilhaben können. Dass Camps stattfinden, Vereine sich gründen, Freizeit- und Bildungsmaßnahmen immer mit Taubblindenassistenz angeboten werden. Dass man als taubblinder Mensch also vollkommen gleichberechtigt ist und selbstbewusst durchs Leben geht. Dafür setze ich mich ein. Essen im Ruhrgebiet. Christine Reker ist auf dem Weg zur Arbeit. Auch sie gehört inzwischen zum Team der neuen DGJ Taubblind. Ben und ich haben uns vor 2 Jahren kennengelernt. Und wir waren sofort auf einer Wellenlänge. Wir haben uns gut verstanden. Wir sind beide bei der EUTB als Peerberatende für taubblinde und hörsehbehinderte Menschen tätig. Bei diesen Gelegenheiten tauschen wir uns regelmäßig aus und treffen uns im Rahmen unserer Netzwerkarbeit. Nach 2, 3 solcher Austauschtreffen hat Ben mich dann gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mich im Jugendbereich und in der Nachwuchsförderung von taubblinden Menschen zu engagieren, die gebärdensprachlich orientiert sind. Und ja klar, da war ich sofort dabei und wollte das unterstützen. Christine ist unheimlich kompetent. In vielen Bereichen. Wir als Team repräsentieren die Vielfalt der taubblinden Menschen. Christine als Schwerhörige mit Ascher vertritt einen Teil der Taubblinden. Andere in der Gruppe sind taub und stark gebärdensprachlich orientiert. Wir wollen das breite Spektrum abdecken und jeder ist da herzlich willkommen. Christine ist in Gütersloh aufgewachsen. In Bielefeld ging sie erst auf eine Schwerhörigenschule, dann auf Regelschulen. Sie machte Abitur, studierte. Erst mit 34 Jahren bekam sie die Diagnose. Noch sieht sie relativ gut. Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen. Die Diagnose Ascher war für mich ein Riesenschock. Mir wurde der Boden unter den Füßen weggerissen und ich wusste erst einmal nicht mehr weiter. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt ja bereits sowohl eine Ausbildung abgeschlossen als auch ein Studium. Mein beruflicher Weg war für mich klar vorgezeichnet. Und von einem Tag auf den anderen sollte das nun nicht mehr möglich sein. Ich hatte einen absolut visuellen Beruf. Ich war gelernte Mediengestalterin und hatte dazu noch Grafikdesign studiert. Im Studiengang Visuelle Kommunikation. Ich brauchte meine Augen jeden Tag und das war auf Dauer sehr anstrengend und mit Ascher einfach nicht mehr zu machen. Das war ein längerer Verarbeitungsprozess von 1 bis 2 Jahren. Und dann kam die Suche nach dem Was nun? Heute arbeitet Christine unter anderem hier in Essen in der EUTB für taubblinde und hörsehbehinderte Menschen. 2015 habe ich dann meinen Beruf aufgegeben, also meinen alten Beruf. Ich habe pausiert und mir über berufliche Alternativen Gedanken gemacht. Da habe ich viel überlegt. So kam mir der soziale Bereich in den Sinn. Einfach, weil er so vielfältig ist und es diverse Betätigungsfelder gibt. Und ich kann darin auch noch bis zur Rente arbeiten. Ich habe dann den Entschluss gefasst, noch einmal zu studieren. Soziale Arbeit auf Bachelor. Im Anschluss habe ich mir eine Tätigkeit im Bereich Taubblindheit und Hörsehbehinderung gesucht. Jetzt bin ich in der Beratung und in der Öffentlichkeitsarbeit tätig und engagiere mich auch im politischen Bereich. Man muss verstehen, dass taubblind nicht gleich taubblind ist. Taubblindheit gibt es in vielen verschiedenen Ausprägungen. Die Bedarfe sind sehr verschieden und von Person zu Person individuell. Das wird häufig leider übersehen. Sensibilisierungs- und Aufklärungsarbeit ist daher so wichtig. Hier wollen wir von der DGJ Taubblind ansetzen, um für die Zukunft etwas zu verbessern.
Öffentlichkeitsarbeit und Gestaltung. In der neuen Referatsgruppe sind das nun auch die Aufgaben von Christine. »2016 war ich in Amerika, in der Nähe von Seattle. Dort findet immer ein bekanntes Deaf Blind Camp statt. Es war für mich eine großartige Erfahrung. Es hat mich vom Hocker gehauen. Gänsehaut durch und durch. So etwas hatte ich vorher noch nie erlebt. Die Taubblinden-Community dort ist so selbstbewusst und stark. Das hat mich echt beeindruckt. Taktiles Gebärden war vollkommen selbstverständlich. Es hat mir die Sprache verschlagen. Klar, die Amerikaner sind uns viele Jahre voraus, was das angeht. Dort ist die Taubblindenkultur gefestigt. Body Signs als Feedback-Signale gehören immer dazu. Dass man sich in der Kommunikation berührt, ist vollkommen selbstverständlich. Ich habe das so richtig in mir aufgenommen. Toll. Alles, was ich dort erleben durfte, möchte ich gerne in Deutschland und Europa umsetzen. Gemeinsam mit der DGJ Taubblind. Meine Identität und meine Forderungen sind klar. Ich brauche Gebärdensprache, gutes Licht, spezielle Brillen und eine passende Ausstattung, die mir Barrierefreiheit mit meiner Sehbehinderung ermöglicht. Ich verstecke mich nicht mehr damit, so wie ich es früher getan habe. Heute sage ich klar und deutlich, was ich brauche. Und bin stolz zu sagen, ja, so bin ich, taubblind. Taubblindheit bedeutet für mich, dass ich mich als taubblinder Mensch unter tauben Menschen nicht weniger wert fühle. Ich bin einfach anders. Taubblinde Menschen sind sehr verschieden. Wir haben Schwierigkeiten und stoßen auf Barrieren. Aber wir haben auch neue Ideen und andere Perspektiven. Diese zu entwickeln, gibt Selbstvertrauen und führt zu mehr Akzeptanz, um zu sagen, ja, ich bin taubblind und stolz darauf. Der Dortmunder Till Prigge ist der 4. im Team. Servus, ich bin Till und halte mich gerade nicht in Deutschland, sondern in Dänemark auf. Der 26-Jährige ist gerade für mehrere Monate in Kastbergon auf Weiterbildung bei Frontrunners. Till ist unheimlich engagiert. Ich erinnere mich noch gut, wie ich ihn zum ersten Mal getroffen und kennengelernt habe. Da war er in seiner taubblinden Identität noch nicht wirklich gefestigt. Als ich ihn sah, war ich mir aber sicher, dass ich ihn unterstützen und auch motivieren kann, damit er seine Identität als taubblinder Mensch aufbauen kann. Es war Till, der bei der gehörlosen Jugend schließlich die neue Referatsgruppe anstieß. Die DGJ, die Deutsche Gehörlosenjugend, hat mit ihren angeschlossenen Vereinen beschlossen, die neue Referatsgruppe Taubblind ins Leben zu rufen. Die Entscheidung kam also nicht von mir, ich war nur der Ideengeber. Jetzt bin ich ein Teil dieser neu gegründeten Gruppe. Das ist super. Unser Ziel ist es, junge, taubblinde Menschen, die verstreut leben und sich ihrer Identität vielleicht nicht sicher sind und die diese möglicherweise auch nicht nach außen zeigen wollen, sich sogar dafür schämen, zu bestärken. Wir jungen Taubblinden müssen zusammenhalten und uns gegenseitig stärken. Nur so können wir wachsen. Harriet ist heute Erzieherin an der Elbschule in Hamburg. Und sie ist Mutter von 2 Töchtern, Fiona 6 und Frieda 3. Juhu, geschafft! Seit 3 Jahren gibt es nun die Referatsgruppe Taubblind in der Deutschen Gehörlosenjugend mit Ben und all den anderen. Das Ziel ist, uns stark zu machen für unsere Belange. Dies war für die Taubblinden-Community eine Art Durchbruch. Und auch für mich persönlich wahnsinnig wertvoll. Meine Identität konnte ich dadurch festigen.
Ich fühle mich selbstbewusst und empowered und kann jetzt von Stolz erfüllt sagen, ja, ich bin taubblind und stark. Die neue Referatsgruppe hat inzwischen auch schon einiges angestoßen. Hi, so schön euch alle zu sehen beim heutigen Online-Stammtisch. Es ist einfach wunderbar, so viele junge taubblinde Menschen zu sehen. Wir haben verschiedene Angebote, wie diesen Online-Stammtisch. Der findet einmal monatlich für alle jungen taubblinden Leute im Sinne eines Peer-Austauschs statt. Außerdem organisieren wir Vorträge, sind mitten in den Planungen für das Taubblinden-Jugendcamp und führen Austauschwochenenden durch. Auch mit anderen Ländern stehen wir in Kontakt und treffen uns als Referatsteam regelmäßig zu Meetings. Auf eine Veranstaltung ist die Gruppe dabei besonders stolz. Auf das allererste persönliche Treffen für junge taubblinde Menschen im letzten Jahr. Und zwar beim Austauschwochenende in Göttingen. Ein Büro mitten in Stuttgart. Hier arbeitet Ben als Peerberater in einer EUTB-Stelle für Menschen mit Taubblindheit, Hörsehbehinderung. Nebenbei ist er noch Gebärdensprachdozent und er hat zahlreiche Ehrenämter, wie eben die neue Referatsgruppe. Hallo in die Runde und guten Morgen. Für die 4 gibt es wie immer viel zu besprechen, denn schließlich hat die Gruppe noch einiges vor. Viele Themen stehen in Zukunft an. Zum Beispiel im Bereich Taubblindheit und Wissenschaft. Vielleicht gibt es Vorteile bei taubblinden Menschen im Sinne von Deaf Blind Gain. Dann auch im sozialen Bereich gibt es einiges Interessantes. Wie kann man besser miteinander umgehen? Was bedeutet Deaf Blindhood? Da gibt es noch viel zu erforschen und zu entdecken. Auch den Bildungsbereich muss man näher betrachten. Wie kann eine gute, an die Bedarfe angepasste Beschulung aussehen? Welche passenden Kommunikationsmöglichkeiten gibt es? Oder auch, wie können Lehrkräfte und Klassen mit einer taubblinden Schülerschaft umgehen, sodass auch Personen mit nur geringer Seheinschränkung nicht vergessen, sondern angemessen unterstützt werden? Hier fühlen sich viele noch überfordert. Super. Danke. Tschüss. Tschüss. Danke für die tolle Zusammenarbeit. Bis zum nächsten Mal. Super. Tschüss. Ciao. Ben hat übrigens auch Familie. Seine Frau Salome und 2 Söhne. Elia 2 und Jona 6. Heute weiß ich, wer ich bin. Ich bin taubblind und stolz drauf.